So. Dann freut es mich, dass ihr alle zu uns ins Feiern mit den Kleinen gekommen sind. Eben auch richtig. Weil wir haben ja zum einen euch da und wir haben darum Kameras eingerichtet, weil man es per Internet auch noch als Livestream schauen kann. Und ich möchte auch die daheim am Schauen sind, ganz herzlich begrüßen hier in der Runde. Wenn ich von mir rede, dann bin ich der Beat Maurer, Sozialdiakon hier in Zofingen, für die mich nicht kennen. Miriam Blaser nebendran, meine Kollegin und die Olivia, die uns unterstützt. Und dort hinten haben wir noch zwei junge Herren, die den Livestream bedienen und schauen, dass es auch aufs Internet kommt, der Simon und der Oliver. Und wir haben die Kamera so eingestellt, dass man nicht immer alle sieht. Also, man sieht euch zwar auch gleich irgendwo ein Stück weit, kann man nicht ganz verhindern. Aber ich hoffe, es störe nicht, ihr seid einverstanden mit dem. Und sonst müsst ihr es jetzt noch anzeigen, dann können wir noch etwas ändern. Sieht nicht so aus. Okay, also dann legen wir doch los. Beim Feiern mit den Kleinen haben wir immer eine Kerze in der Mitte, die wir anzünden dürfen. Und jetzt ist die Frage, getraut sich jemand, die anzuzünden? Ja, für die grösseren Kinder? Nicht? Getraut sich niemand. Also gut, dann tue ich doch das machen. Oh, da müsste ich noch ein Zündhölzchen rausnehmen, das noch tauglich ist und nicht eins, das schon abgebraucht ist. Dann geben wir es auch besser. So. Das ist unser Licht in der Mitte. Und das Licht, das tut uns auf Gott hinweisen. So. Und heute haben wir ja auch eine Geschichte, die wir hören, die wir dann auch mit Bildern sehen. Und die Geschichte, die ist von einem Mann und von seiner Frau. Der Mann heisst Abraham und seine Frau heisst Sarah. Und die haben in einer Zeit gelebt, wo es noch keine Häuser hatte, sondern sie haben in Zelt gewohnt. Das ist Besonderes. Das ist schon ganz lange her, wo sie gelebt haben, aber das sehen wir dann auch auf den Bildern. Und die beiden haben einen Besuch bekommen, einen besonderen Besuch, und sind gespannt. Und ich denke, die sind auch gespannt, was denn die für einen Besuch bekommen haben. Und das tut uns dann ein bisschen später Miriam erzählen. Jetzt wollen wir aber zuerst ein Lied halt nicht singen, weil wir noch nicht singen dürfen, sondern wir hören es und können aber gleich Bewegungen dazu machen. Es heisst einfach super, dass du da bist. Die einen von euch kennen es schon und die anderen, die können einfach mithören und Bewegungen mitmachen. Ich würde sagen, wir dürfen da gar nicht lange vormachen. Und die Kinder dürfen jetzt aufstehen, die Erwachsenen dürfen sitzen bleiben, damit es die Kamera nicht ganz abdeckt. Und dann können wir hier zusammen Bewegungen machen.
der Beat hat schon ein bisschen erzählt, ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, dass ihr heute eine Geschichte werdet hören. Hat jemand noch Ahnung, wie er heisst? Er hat es, glaube ich, vorhin gesagt, wie der Mann heisst. Wo ihr Geschichte werdet hören. Es ist ein bisschen schnell gegangen. Hat der Mann, den ich hier... Ja, Timo? Wie heisst der Mann? Ich habe vergessen, das macht nichts. Ich sage es nochmal. Der Mann, den wir heute erzählen, heisst Abraham. Und die Frau, die er hatte, die heisst Sarah. Oh, jetzt hättest du es gewusst, Elina, ja? Und Lisa auch. Jetzt habe ich es zu früh gesagt. Wie heisst sie? Kannst du es mal sagen? Genau, Sarah. Vom Abraham und von Sarah erzähle ich euch. Und das ist eine Geschichte, die ist auch schon ganz lang her. Vor mehreren tausend Jahren ist die passiert. Also das können wir uns fast nicht mehr vorstellen. Aber ich erzähle euch jetzt heute, was die erlebt haben, weil die haben nämlich beide etwas ganz Spezielles erlebt. Und das mache ich nämlich mit unserem Holzfernseher. Da ist unser Holzfernseher. Mit dem erzähle ich heute euch die Geschichte erzählen. Da seht ihr, der Abraham, seht ihr alle auf das Bild? Der Abraham, der in seinem Zelt ist. Und er sitzt im Schatten, weil dort, wo er gewohnt hat, der Abraham, ist es immer ganz fest heiß gewesen. Der ist nämlich viel in der Wüste herumgewandert. Und dann hat er natürlich immer ein bisschen Schatten müssen suchen. Aus seinem Zelt hier, seht ihr das, sucht der Abraham den Schatten. Und er sitzt dort. Er ist einfach ein bisschen alt und er ist auch ganz fest müde. Weil der Abraham hat einfach in der letzten Zeit nicht gut schlafen. Er ist immer in der Nacht aufgewacht, weil er ganz einen speziellen Traum hatte. Er hat nämlich geträumt, dass er noch ein Kind wird bekommen, dass er noch Papi werden wird. Und der Abraham hat das immer wieder, in jeder Nacht hat er das geträumt. Und er hat einfach nicht verstanden, warum dass er diesen Traum hatte. Das kann doch gar nicht sein, dass er noch Papi wird. Er könnte doch schon längst Grosspapi oder sogar Grosspapi sein, weil er so alt ist. Er hat es einfach nicht verstanden. Und der Abraham hat herumgeschaut und er hat gesehen, die ganz vielen Zelte und ganz viele Menschen und Tiere waren dort. Und das hat alles ihm gehört. Der Abraham hat ganz viele Sachen gehabt. Er ist reich gesegnet worden von Gott. Er hat Schafhirten gehabt, die ihm die Schafe gehütet haben. Er hat Kuhhirten gehabt, die seine Kühe gehütet haben. Er hat eben ganz viele Tiere gehabt. Und die haben natürlich nachher auch Frauen und Kinder gehabt, wie ihr hier seht. Und es war ganz viel Leben rundum um sein Zelt herum. Es ist ihm also da gar nicht langweilig geworden. Und er hat es so schön gefunden und hat gesagt, ist das nicht schön, wie Gott uns gesegnet hat. Und im Abraham, seine Tierherden, die sind von Jahr zu Jahr grösser geworden. Wie ihr hier seht ihr das Schäfli auf dem Bildchen? Das Schäfli auf dem Bildchen, schaut da, und dann seine Schafhirten. Und sie sind von Jahr zu Jahr, sind die Schäfli immer mehr geworden. Und er hat immer mehr Sachen gehabt. Und manchmal hat er da gedacht, ach, jetzt habe ich so viel Reichtum, jetzt habe ich so viel Schafe und Kühe und Zelt und alles Mögliche. Aber wem kann ich das mal weitergeben, wenn ich kein Kind habe? Und das hat er sich schon ein bisschen gefragt und er ist auch ein bisschen traurig geworden über dem, dass er immer noch kein Kind hat. Und der Abraham hat immer wieder geträumt, dass er Kind bekommt. Und in seinen Träumen hat Gott zu ihm geredet.
Genau, ups, jetzt muss ich schauen, ob das falsches Bild, Entschuldigung. In seinen Träumen hat Gott zu ihm geredet. Und, ich erzähle es jetzt einfach gleich so weiter, und er hat ihm gesagt, Abraham, du wirst mal ein Baby bekommen, du wirst noch ein Kind bekommen. Und auch dort hat er eben wieder gesagt, nein, es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein, dass ich ein Kind bekomme, ich bin viel, viel zu alt. Das geht einfach nicht. Wie soll das überhaupt passieren? Aber Gott hat ihm das gesagt und er hat ihm auch gesagt, Abraham, du wirst so viele Nachkommen haben, wie die Sterne am Himmel. Habt ihr schon mal einen Sternenhimmel gesehen? Und da hat es viel drauf. Habt ihr schon ganz viele Sterne gesehen? Und ihr werdet so viele Nachkommen haben, wie die Sandkörnchen am Boden. Und du musst dir vorstellen, in einer Wüste oder am Sandstrand hat es ja ganz viele Sandkörnchen. Also das ist nicht wenig. Und er hat gesagt, Abraham, du wirst so viele Nachkommen haben. Und der Abraham hat immer noch gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht. Und eines Tages sind beim Abraham ihm 3 Männer erschienen. Der Abraham ist in seinem Zelt gehockt und plötzlich waren einfach hinten dran 3 Männer. Und er ist erklüpft und hat gedacht, nein, was sind das für Männer? Wo kommen die her? Wer ist das? Aber der Abraham war ein Mann, der sehr, sehr gastfreundlich war. Er hat Gäste immer ganz fest willkommen geheissen. Und er hat gesagt, dann zu diesen Männern gesagt, kommt rein in mein Zelt, seid meine Gäste. Ihr dürft hier ausruhen und ihr dürft hier etwas essen. Und er hat die Gäste zu sich genommen und hat ihnen gesagt, weil dort ist man ja viel, früher war man ja ganz viel auch draussen gewesen. Und er hat ihnen gesagt, dort, ihr dürft zu einem Baum gehen und ihr dürft dort drunter sitzen. Und er hat die Gäste eingeladen und ist dann ganz schnell ist er zu Sarah gerannt, zu seiner Frau. Und er hat gesagt, hey, ich habe 3 Männer da. 3 Männer sind da und das sind, glaube ich, ganz besondere Männer. Irgendwie sind die speziell. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind Boten von Gott. Die waren einfach plötzlich da gewesen, sind mir einfach plötzlich erschienen. Und er hat dann zu Sarah gesagt, Sarah, du ganz schnell viel Brot backen, 10 Kilo mit 10 Kilo Mehl. Wisst ihr, wie viel ein Kilo Mehl ist? So einen Sack voll, etwa. Hey, habt ihr auch schon gebacken? Habt ihr auch schon Mami und Papi geholfen backen? Hey, so einen Sack voll ist etwa ein Kilo Mehl. Und er hat gesagt, mach 10 Kilo, also 10 so Säcke. Und Sarah hat gedacht, nein, das ist ja extrem viel. So viel backen, so viel Brot backen. Aber der Abraham hat gesagt, ich will meinen Gästen etwas Gutes tun. Ich will, dass sie so richtig satt werden. Und ich will, dass es ihnen richtig gut geht. Und er hat Sarah angefangen zu backen. Und war immer noch hinter im Zelt. Und Sarah, und der Abraham, nicht Sarah, Entschuldigung, und der Abraham ist mit ihnen, neben diesen Männern, unter dieser Eiche gehockt, am Schatten, und er hat mit ihnen dann angefangen zu essen. Und die Männer haben mit ihm angefangen zu reden. Und haben ihm gesagt, du Abraham, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Sarah wird einen Sohn auf die Welt bringen. Und er hat so gedacht, ist jetzt das komisch? Jetzt habe ich doch immer geträumt, dass ich einen Sohn haben werde. Und jetzt kommen plötzlich 3 Männer und sagen mir, ich werde einen Sohn haben in einem Jahr. Irgendwie könnte es sein, dass das Boten von Gott sind und zu mir reden. Und Sarah hat das gehört und die war hinter im Zelt. Und als Sarah das gehört hat, dass sie noch einen Sohn haben soll, hat sie gerade laut rausgelacht.
Sie hat gedacht, nein, das kann ja nicht sein. Ich bin doch viel zu alt, für noch ein Baby zu haben. Und sie hat gerade gelacht. Und sie hat natürlich nicht gedacht, dass man das hört. Und einer der Männer kommt zu Sarah. Seht ihr hier, Sarah lacht. Seht ihr sie? Ich muss da noch ein bisschen zeigen. Genau. Und einer der Männer ist zu Sarah gekommen und hat gesagt, Sarah, hast du gelacht? Und Sarah, oh, jetzt hat man das gehört. Und Sarah ist ganz verlegen geworden und hat gedacht, nein, ich kann dem jetzt nicht sagen, dass ich gelacht habe. Und sie sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Und der Freundmann hat gesagt, Sarah, ich habe dich gehört lachen hinter im Zelt. Und dann hat Sarah so gesagt, ja, ich habe gelacht. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich noch einen Sohn bekommen soll. Und der Freundmann hat ihr gesagt, Sarah, du wirst in einem Jahr, wenn ich wieder zurückkomme, wirst du einen Sohn bekommen. Und am Abend, spät, ist Sarah und Abraham wieder allein gewesen. Weil die Männer sind dann wieder gegangen. Und Sarah ist nahe zum Abraham zugegangen, hat sich zu ihm hergekuschelt und gesagt, Abraham, kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass wir in einem Jahr einen Sohn werden haben? Und der Abraham sagt zu Sarah, weisst du, Sarah, ich glaube ganz fest, dass das, was Gott uns verspricht, dass er das wird halten. Und ich habe ganz fest das Gefühl, dass die Männer von Gott geschickt wurden. Und auch die Träume, die ich vorhin hatte. Und ich glaube das, dass Gott sein Versprechen wird halten. Er wird das Versprechen halten, dass wir einen Sohn werden bekommen. Auch wenn es fast ein bisschen unmöglich ist, noch in diesem Alter. Und was denkt ihr? Was ist passiert? Hat er ein Kind bekommen? Hat sie, Elina, Lisa und Gianna? Emma, habt ihr auch das Gefühl? Das stimmt. Sarah hat dann ein Kind geboren. Knapp ein Jahr später hat sie ein Baby bekommen. Und das war ein Sohn. Und sie konnte es fast nicht glauben. Sie haben so fest Freude gehabt, Abraham und Sarah, dass sie jetzt noch einen Bub bekommen. Und sie haben dem Bub einen Namen gegeben. Weiss auch jemand den Namen von diesem Bub? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, he? Weisst du es, Timo? Isaac, genau. Du bist super, Timo. Sehr gut. Isaac haben sie ihn getauft. Und Isaac heisst, Gott lächelt. Sie haben natürlich gerade gedacht, ja, das passt auch gerade ein bisschen zu uns. Wir haben ja zuerst auch ein bisschen gelacht, bevor wir den Sohn bekommen haben, weil wir es einfach fast nicht geglaubt haben. Und so geht die Geschichte zu Ende. Und wegen Isaac sind dann auch noch ganz viele andere Kinder auf die Welt gekommen. Weil der hat dann auch wieder geheiratet und der hat wieder Kinder gehabt und die Nächsten haben Kinder gehabt. Und so hat Gott sein Versprechen eingehalten, dass der Abraham ganz, ganz viele Kinder und Nachkommen wird haben. Und das ist das Ende unserer Geschichte. Gott hat also sein Versprechen gehalten beim Abraham und bei Sarah. Und wir hören jetzt noch ein Lied, einfach, das ein bisschen ausdrückt, dass Gott die ganze Welt in der Hand hat und dass ihm nichts unmöglich ist und er ganz gross ist. Und ihr habt das auch schon gehört. Das heisst nämlich, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat alle zusammen in seiner Hand. Und zudem können wir auch Bewegungen machen. Wollt ihr wieder aufstehen? Es ist ein bisschen schnell und wir machen zusammen die Bewegungen, ich helfe dir mit. Aber wir müssen nicht klopfen, weil es halt ein bisschen schneller ist, als wenn wir es singen würden. Ist das gut? Die
lieber Gott, danke, dass du immer bei uns bist. Danke, dass du uns liebst und unsere Wünsche kennst. Du haltest deine Versprechen und bist immer treu zu uns. Wir bitten dich für alle die Leute, die es jetzt gerade schwierig haben, dass sie auch dürfen erleben, dass du bei ihnen bist und ihnen schaust. Amen. Gut, wir sind doch tatsächlich, kommen wir schon fast wieder ans Ende von diesem Feiern mit den Kleinen. Und wir haben natürlich auch wieder etwas für euch parat gemacht, nämlich ein Behaltis, wo drinnen ist ein Kerzchen, wo drauf steht, Gott haltet seine Versprechen. Und auch noch 2 Sternchen, die dann in der Nacht leuchten. Die könnt ihr dann bei euch irgendwo im Bett her tun oder auf das Nachttischchen und könnt dann schauen, wie sie, wenn ihr Dunkelheit im Zimmer, wie die leuchten. Und währenddem, dass wir das verteilen, was wir auch noch verteilen, ist das Büchlein zum Abraham. Da dürft auch jede Familie noch eins haben, dass ihr das gerne mal auch daheim wieder nachlesen dürft. Und ihr könnt dann, während dem Lied, ich tue euch das Lied abspielen, tue ich euch das verteilen, ich und Olivia. Oh, wo ist das Handy? Kannst du mir sagen? Jetzt kommt noch das Sagen. Gott, heb deine Hand über uns und tu uns segnen. Heb deine Hand vor uns und komm mit. Heb deine Hand uns und tu uns schützen. Amen. Beat wird jetzt noch die weiteren Mitteilungen geben. Also, wir sind schon fast wieder am Schluss, oder schon ganz am Schluss. Und mir ist die ganze Zeit noch etwas aufgefallen, das wir gar noch nicht aufgelöst haben.
nämlich die Dekoration hier in der Mitte. Was seht ihr hier drauf? Sterne. Ja, sind das Sterne am Himmel, der blaue Himmel, der Nachthimmel vielleicht, wenn es schwarz ist. Ja? Und warum sind hier Sterne? Das wisst ihr auch nicht. Ja? Genau, das hat mit dieser Geschichte zu tun, weil wir haben ja gehört, dass der Abraham und Sarah einen Bub bekommen und Gott hat ihnen so viele Kinder verheißen, wie es Miriam schon erklärt hat, wie es Sterne am Himmel hat. Und darum haben wir hier die Sterne in die Mitte hier. Aber natürlich nicht hat Sarah alle die Kinder bekommen, das ging ja fast nicht. Sondern sind eben haben dann wieder die Kinder und wieder die Kinder. Und so hat es eine grosse Familie gegeben, so viele Kinder, wie eben Sterne am Himmel sind. So hat das Gott die jetzt verheißen und darum ist das hier in der Mitte. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch schnell Werbung machen. So. Zum einen habe ich hier einen Flyer vom Singen und Musizieren in Strengelbach, ältere Kinder singen. Für die, die das interessiert. Im Moment kann man ja eben nicht physisch singen zusammenkommen, aber das Team von dort tut immer via WhatsApp ein Lied oder irgendeinen Kehrvers quasi schicken für alle, die es interessiert. Man kann sich anmelden, indem man die Nattel-Nummer einträgt, hier auf dieser Adresse, die drauf angegeben ist auf dem Flyer. Und dann wird man regelmässig mit Liedern und so bedient, die dann mit euren Kindern singen können. Also die, die es interessiert, dürfen hier einen Flyer mitnehmen. Und da steht alles, was ihr wissen müsst, drauf. Ältere Kinder singen in Strengelbach. Und Feiern mit den Kleinen steht dann auch wieder an. Und zwar am 20. März in Strengelbach dann wieder. Wir wechseln immer ab zwischen Strengelbach und Zofingen. Und am 20. März ist es in Strengelbach. Wer jemand den Datenflyer hier mitnehmen will, dann darf er ihn auch hier vorne holen. Also, jetzt möchte ich euch danken für das Vorbereiten und Gestalten vom Feiern mit den Kleinen. Am Oliver und am Simon fürs Schneiden und Senden vom Livestream. Danke vielmals. Und dann schließen wir hier ab und wünschen euch noch einen schönen Samstag und dann morgen einen schönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter und vielleicht sehen wir uns dann das nächste Mal wieder in Strengelbach. Tschüss zusammen.